Leute, wir haben eine Mission. Und sind von der Erfüllung dieser Mission sehr weit entfernt. Und zwar den Dämonenkönig besiegen. Willkommen zurück zu Tears of the Kingdom. Aber gut, seien wir ehrlich, wenn es darum gehen würde, einen Dämonenkönig zu besiegen, das ist wie bei Breath of the Wild. Ja, kannst du direkt zum Gegner hingehen, ihn ausknipsen, fertig, gut ist. Aber wir haben hier noch ein bisschen was anderes zu tun. Soll ich erstmal ein bisschen frieren? Warum? Na, weil ich doof bin. Nein, ich habe mir gerade überlegt, vielleicht hier zurückkehre in die Himmelsinseln. Mann, ist das lange her. Weil ich doch gerne mir wieder ein paar Sonarbauteile holen würde. Und ja, ich ziehe mich jetzt extra nicht um. Damit sich links ein bisschen weh tut. Und haben wir... Okay, das war jetzt unelegant Link. Und haben wir jetzt hier etwas ausgesucht, wo ich ein paar Ventilatoren hoffe. Also eigentlich habe ich meinen Kapselspender gesucht auf der Map, wo ich sowohl die Ventilatoren als auch das Lenkelement habe. Aber das gibt's gar nicht. Oder wir haben es bisher noch gar nicht gefunden. Also quasi so ein Kombo-Ding, wo ich alles habe. Was ist das gerade? Muss mal gucken, Materialien. Oh. Was sind verwendet? Ja, gut, komm. Bitte gib mir Ventilatoren. Neues Ding habe ich hier noch nicht, wa? Weil offenbar fehlt hier etwas. Was könnte hier wohl fehlen? Naling, was sagst du dazu? Scheiße kalt hier. Ja, sorry, Kumpel. Oh. Da muss leider noch ein bisschen durch. Der Flammenwerfer war's. Alter, Ventilatoren immer noch so wenig. Wir haben so viele Gleiter, so viele Reisekochtöpfe. Reiskochtöpfe, ja, die haben wir auch. Okay, wieder zurück. Und zwar hierhin. Da waren wir stehen geblieben. Bevor Link aus irgendwelchen Gründen plötzlich angefangen hat zu frieren. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Monster-Tipps. Moldoras. Naja. Gigantisch sind es tatsächlich, aber eigentlich dann doch recht easy zu besiegen, wenn man weiß wie. Wie so oft im Leben war. Wenn man weiß wie, ist es relativ easy. Das Vieh müssen noch tot sein, war. Kommen wir zum nächsten Blutmond, der müsste auch schon bald wieder sein. Wow, genau, das wollte ich eigentlich nicht. Okay. Dann gehen wir da. Okay, das könnte jetzt ein bisschen kniffliger werden. Ich muss da rüber. Schade, wohl lang zu Fuß schnell dahin. Okay, okay. Das Spiel will nicht, gar kein Thema. So, in der Oberwelt, aber das Teil schon lange nicht mehr eingesetzt. Sehr lange nicht mehr. Das war creepy. Sah gerade so aus, wäre ich plötzlich gar nicht mehr auf dem Board drauf. Okay, ja, hier wieder zurück. Hey, hier ist klar, kann man hier von der Seite eigentlich. Oh, da geht's aber tief runter. Oder? Nö. Doch nicht. Das täuscht. Na komm. Also, dann erstmal das Teil hier. Oh, es hat zumindest gelohnt, immerhin etwas. Da sind ja da drüben. Ich kann eine Bombe schmeißen, eine Variante. Hier haben wir etwas, das ein bisschen härter ist.
Weil ich gar nicht brauche. So. Und das auch. Dann rostiger Zweihänder. König Zweihänder, rostiger Zweihänder. Und natürlich den hier, ne? Okay, das war... Ja, warum eigentlich nicht kam. Weiß natürlich nicht, wie... Oh, das war falsch, Entschuldigung. Weiß jetzt... Nein! Mann, ich will einen anderen. So. Weiß nicht, wie lange ich jetzt brauche, bis ich mich hier geschlagen habe. Das war's schon. Hä? Das ist nur der, mehr nicht. Das ist lame. Irgendwas versteckt oder so? Nee, wa? Okay, ich gehe jetzt einfach davon aus und glaube dem Spiel, dass da nichts mehr ist. Sehr gut. Mein Hauerding ist noch da. Ja, für die Rallala. Ja, da hatten wir schon, dass es ein bisschen enger Winkel ist. Na komm, also. So schwierig muss ich jetzt auch wieder nicht tun. Aber bloß, ich krieg den auch so wirklich raus. Und braucht nicht das Teil da wirklich. Eine Kombination von. So, nochmal Ventilator, okay. Den haben wir da. Du. Und leider ist jetzt auch diese Waffe down. Ein Zora-Bogen mit Schnellfeuer, so. Und zwei Hände. Okay, jetzt gehen wir wirklich langsam. Wenn nicht nur langsam sind, wieder die Waffen ausgegangen. Oh, nicht gut. Ich will darum das Masterschwert nehmen, ich will eigentlich gegen stärkere Gegner nehmen. Das heißt, jetzt muss ich auch langsam mal ein bisschen fusionieren. Okay, was haben wir da alles für starke Dinger? Hörner sind eigentlich was anderes. Gut, zumindest meistens. Also Bossbockhorn. Blauer Lionel-Säbelhorn, ne? Ja, komm, wir haben eine Variante. Einen von denen mit ein bisschen mehr Power habe. So, eine Mobley nehme ich jetzt trotzdem mal noch. Und das auch, komm. So. Da haben wir eine neue krasse Waffe. Dann. Der hat eben wesentlich mehr Angriffskraft. Das ist auch ein Zweihänder. Königsschwert. Ja, oder komm, der muss auch zerbrochen werden tatsächlich. Das Ding dran, dann kommt der noch. Oh ne, da passt das Ding nicht. Der eigentlich besser gepasst war. Die Klingen daran zu machen, na egal. Was können wir machen? Soldaten Zweihänder noch.
Und Soldaten Zweihänder, der ist halt verrostet, der wiederum nicht. Und damit es halt besonders kacke aussieht, okay. Gut, ne, warte mal, haben wir jetzt nicht noch? Ja, den da. Ich meine, es ist trotz allem eine Höhle. Vielleicht hat es hier unten noch irgendwas Besonderes. Oh, das war's schon. Da wird ein Haken dran. Ja, ja, so schnell kann es gehen. Wechseln mal wieder auf den Schild. Haben wir hier einen Zora-Bogen mit Schnellfeuer. Das ist ein Königsbogen, der ein bisschen mehr Haltbarkeit hat. Und dann gerne ein bisschen noch behalten. Oder ich habe einen Konstruktbogen. Naja. Also wieder raus hier. Und dann ist jetzt die Frage. Das war ja quasi der eine Eingang hier. Oder eine Wasserfall, besser gesagt, in der Höhle. Doch hier noch einen zweiten, ist denn da unter gar nichts? Oder besser gesagt, da hinten. Oh, doch was Schönes. Bitte kein Schild. Ich meine, ja, es ist ein massiver Sonaniumbogen, es ist alles cool, gar kein Thema, aber das ist einfach übertrieben. Ich kriege ständig Schilder, aber irgendwie keine brauchbaren Waffen, also keine brauchbaren Waffen, keine guten Waffen. Okay, bitte mitkommen. Es ist weg, oder was? Nicht dein fucking Ernst. Weil es weit weg war, wa? Okay. Ist gar kein Problem, denn wir haben die ganzen Materialien, die wir brauchen, haben wir hier. Oh. Entschuldigung. Ob es klappt, weiß natürlich noch nicht, ne? Wir hatten das Thema schon mal. Ich glaube, das Teil könnte auch zu schwer sein. Egal, wenn ich es jetzt da vorne anbringe. Aber wenn sie relativ schnell ausfinden. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Speed drauf habe. Aber es geht, glaube ich, gar nicht mehr um das Speed. Ich muss, glaube nur der richtigen Höhe, weil er zieht mich halt doch stark runter. Das war nicht ganz so, wie ich es wollte, tatsächlich. Ja, der Gleiter wäre besser gewesen, tatsächlich. Aber hey. Ja, warte mal, geht ja gar nicht, ne? Ich dachte gerade, ich kann natürlich jetzt von... Ah, scheiße. Nee, ich hatte halt gerade überlegt... Das wollte ich eigentlich nicht machen. Das Ding kann ich ja so wieder zurück in den Himmel buxieren. Oder nicht? Der wäre runtergefallen, na egal. Das war eigentlich sogar meine Hoffnung. Ich dachte, okay, dann könnte ich ja von oben her dann rüber gleiten, aber da oben den zu lösen, könnte ein bisschen knifflig werden. Deswegen, ja, okay. Hä, was ist denn eigentlich das in der Mitte? Okay. Noch ein bisschen creepy aus.
Aber creepy, da ist auch so ein Creep. Wow. Ich wollte gerade sagen, komm doch endlich mal. Was ist denn los mit dir? Hält auch gut was aus, aber gut, ist halt ja ein Silberner. Eine stärkere Form von dem gibt's gar nicht. Schade, so nicht klappt. So, jetzt reicht's ja ganz ehrlich. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Der verhöhnt mich. Und das Königsschwert ist natürlich auch wieder so, naja. Oh ne, dann ist er plus 7. Stärke Variante als im Gegensatz zu den anderen. Cool. So. Und trotzdem wieder da irgendwie rüber. Ja, schade, hat es nicht geklappt. Schade, schade. Oder wohl oder über so machen. Wortwörtlich von Hand rübergetragen. So, Junge, hier ist ein Kackstein, ey. Meine Güte. Gut, ich gehe jetzt trotzdem schnell rein, auch wenn nachher mein Hoverboard leider verschwindet. Das ist leider so. Das kann man nicht ändern. Weil ich brauche wieder ein paar Herzen. Abgesehen davon ist das Hoverbike, nicht das Hoverboard. Raurus Segen. Ogin Schrein. Ogin? Das Verwandte von Adolf Ogi? Hochleistungsbatterie. Oh. Ja, die können aber noch gute Dienste leisten, weil die sind recht selten, wurde mal gesagt. Und ja, gerade wenn ich irgendwie mal das Gefühl habe, ich müsste dann doch mal an so ein Hoverbike ja, dran löten, besser gesagt. Nein, einfach mal, wenn ich es mal dran befestigen müsste. Und noch nicht so viele eigene Batterien habe, könnte das durchaus von Nutzen sein. Bring den Frieden zurück nach Hyrule. Ach ne, da waren ja die anderen. Das waren ja die Sheikah. Die Sheikah-Mönche von den Schreinen. Aus Breath of the Wild. So, es ist weg. Wie ich es gesagt habe.
Weil wir eigentlich auch hinfliegen können damit. Naja. Ja, kurz zu Fuß rüber. Obwohl, da zu Fuß rüber. Ah, das war ein silberner. Huch. Okay. Und jetzt irgendwo der Wasserfall? Da, hä? Der fliegt gar nicht so weit runter. Okay, muss man sonst mal angucken. Gut, nee, komm, ist was, machen wir es anders. Denn wir haben ja schließlich das ganze Zeug gerade erst zusammengesucht auf dem Boden. Beziehungsweise zusammen gekauft natürlich, ne? Oder eingetauscht, besser gesagt. Oh, ein Leunel. Ist ein starker? Blauer, ne? Ganz ruhig, Junge, ganz ruhig. Aua! Wie frech. So, so nochmal den Test und zwar aufs Auge schießen. Was zum ist das nicht geklappt? Ich dachte eigentlich wäre ausgewichen, aber okay. Dann machen wir Test Nummer 2. Oh, falsche Waffe. Oh nein, schon wieder. Hm. Du. Was machst du denn da? Aua. Es muss ein blauer sein, der macht kaum Damage. Oh, das geht gar nicht so. Schade. Du. Das hat für den blauen relativ viel ausgehalten. Bestienbogen. Oh, okay. Doch war ein blauer. Hm? Okay, interessant. Ritterhellebarde. Bin eigentlich nicht mehr so der Fan von den ganzen Lanzenwaffen. Was eigentlich ein Fehler ist, um ehrlich sind. Oh.
Noch Soldaten, 2 hinter. Schilde und jetzt halt der Chimera-Bogen. Oder der Bestienbogen besser gesagt. Der Chimera-Bogen wäre noch der bessere. Also in den Leunenbogen wären Bestienbogen und den Chimera-Bogen. Warte mal. Die Dinger sind irgendwie gefühlt so selten. Sollen wir mal ganz kurz ein Foto davon schießen? So, wieder mitnehmen. Wenn ich schon mal einen besseren Bogen habe, kann ich den mal ausrüsten. Dann haben wir das Ding. Ansonsten das stärkste Outfit da aktuell. Jo, immer noch gut. Und? Bist du noch da oder wieder abgehauen? Ich hab sie oben abgestellt, oder? Ist er weg. Ich verstehe das nicht. Wieso verschwinden die Dinger hier wieder? Und ich rede mit dem Automatik entworfen habe. Hier war's. Warum ist er da weg? Das muss mir einer erklären, weil das verstehe ich nicht. Das macht für mich keinen Sinn. Ja gut. Ich kann es halt ändern. Jetzt brauchen wir das Teil halt schon wieder. Und sonst wieder mal irgendwie im Vorrat anschaffen oder so. Dann tun wir es ganz offscreen. Also, wir haben also einen blauen Leunel, interessant. Weiß immer zwar theoretisch lieber gewesen, aber bis er den gekillt hätte. Oh mein Gott, da hätte man ein paar Waffen gefordert. Da war aber auch im Untergrund kein Anzeichen, war dafür, dass man sagen könnte, ja, wenn das im Untergrund ist eine Oberfläche, ist ein Leunel. Umgekehrt geht's ja. Du kannst sagen, okay, Oberfläche. Machen wir schon mal? Da kommen wir gerade auch sehr bekannt vor. Na egal. Du kannst sagen, Oberfläche, da ist ein Stall, da muss in der Position im Untergrund muss ein Leunel sein. Das ist ja so, warum auch immer, aber es ist so. Da drüben sehe ich auch noch einen Schrein. Wenn der Schrein nicht so lange dauert, bis ich ihn finde. Wobei, Ich glaube, ich habe ihn schon. Zumindest ansatzweise. Da haben wir nochmal eine Batteriewerkstatt. Herr gehört, Reisender. Willkommen im Land des Heiligen Schreins, mit dessen Schutze ich beauftragt wurde. Meine Aufgabe ist es, den Fremden in diesem Lande mit folgenden Worten den Weg zum Schrein zu weisen. Wenn die Sonne erwacht und das weiße Muster taucht in tiefdunkle Nacht, ein heiliger Schrein zeigt seine Pracht. Soll es dir gelingen, im wahren Sinn des Wortes zu begreifen, soll der Schrein erscheinen. Aus Weiß macht Schwarz. Das heißt, ich muss das Teil irgendwie verdecken oder so. Ein Tag erwacht ist relativ simpel erklärt. Das Ding aussieht, muss ich das Ding da verdecken vielleicht. Ich habe gerade überlegt, ob es ein Schattenspiel sein soll. Jetzt könnte es theoretisch so sein. Aha. Seht ihr, sind wir gerade an den Schatten da unten sehr schön. Dann jetzt langsam nach links rüber. Ich habe hier nichts, ne? Aber andererseits haben wir natürlich auch das Ding.
Also es könnte sein, dass das Ding da, ja, verstecken muss. Wenn die Sonne erwachen, das weiße Muster taucht in tiefdunkle Nacht. Ja, muss ja wohl das gemeint sein, das weiße Muster. Und ja, kann entweder so ein Brett da reinstecken oder oben reinstecken. Wobei, geht das überhaupt oben auch? Nein, ja, ganz ruhig bleiben, Link. Mal gucken, ob es oben noch irgendwo etwas hat, wo ich das rein... Ich glaube, es muss sogar so sein. Natürlich ist es auch ein Glücksfall, war rein von der Zeit her, also dass wir es gerade so gut hingekriegt haben, gerade jetzt die Sonne aufgeht. In solchen Situationen wünschte ich mir eine Funktion, um das Spiel bis nach Vordermann zu bringen, wa? Und das eigentlich bei Emulatoren und so auch kannst. Das könnte klappen. Also wenn es wirklich das Zeichen nicht gemeint ist, wenn nicht, aber ein Problem. Ja, fast, fast. Stimmt der Winkel auch? Es ist eher knapp, aber okay, es funktioniert. Ich habe das ganze Gebilde noch ein bisschen anders verschieben müssen. Das ist aber nicht gerade auf meinem Hoverbike gelandet, oder? Oh, das kann fliegen. Meine Aufgabe ist erfüllt. Fortan werde ich mich einer neuen Aufgabe widmen, um den Schrein zu wachen. Ich bin beeindruckt, Mann. Keine Semen sind dich der Sturzfunktion zu unterziehen. Ja, haben wir schon, haben wir schon. Du hast bereits das geschafft, Mann. Das soll mich nicht wundern. Dein Geschick stach mir sofort ins Auge. Aua. Was ins Auge sticht, muss doch wehtun. So. Den Schwein mache ich jetzt aber natürlich nicht, weil sonst, ihr wisst ja, wenn das Problem ist, dass mein Hoverbike verschwindet. Wo ich einfach nur schnell rein könnte, um das Teil zu holen, weil die Prüfung habe ich eigentlich schon gemacht. Obwohl, es war andererseits, finde ich, auch eher einfach. Das heißt, es könnte auch sein, dass noch nicht die ganze Prüfung war. Ich würde mich erst recht über ärgern. So. Das passt soweit. Dann gehen wir noch kurz zum Sumpf da drüben von Ranel. Wir noch einen Schrein markiert haben. Den wir vorhin übrigens auch schon gesehen haben aus der Luft. Ich bin sogar relativ gut unterwegs. Jo, passt. Das ist die Frage von der ersten Folge. Gehen wir dann nach Kakariko oder begebe ich mich doch erst einmal in einen seltsamen Himmelsinseln dort? Also haben wir wieder relativ viele Sidequest-Parts gehabt, ne? Wobei wir hatten den Kampf gegen Koga, war nicht unbedingt eine Sidequest, aber es ist doch wieder an der Zeit, sich ein bisschen um die Story zu kümmern. So, im Sturzflug. Die Batterie reicht auch noch. Perfekt. Dann hätten wir das jetzt auch schon wieder, ne? Also das Teil kommt weg. Soll ich mal die ganzen Symbole noch wegkratzen? Okay, hoffe, wir haben mal fürs erste alle. Ne, hier noch einen vergessen. Da noch eine Netzerfolge übrig. So. Jetzt aber schon nach Kakariko. Sag mal. Dann mir gerade anstatt nach Kakariko zu gehen, könnte ich jetzt noch ganz kurz hier runter.
den Untergrund. Wenn nur ganz kurz, weil ich bin ja schon mal hier und es kann hier nicht so viele Wurzeln geben. Es kann ja nur die eine Wurzel hier geben. Weil für die Wurzel und die Wurzel muss man von Kakariko her aus, genau von hier. Das wird hier alles verbunden sein, aber die hier wird wohl ziemlich einsam sein. Da ist eine Höhle, kann man auch machen. Oh ne, es wäre so einer. Achso, gerade nach unten gehen mit dem Teil nicht, ne? Das war sowas von klar. Das ist einfach verschwunden. Wie fies. So, jetzt aber. Was sagt die Map? Fast zumindest. Hä, das heißt hier muss noch ein Schrein sein. Wow. Da lohnt sich ja voll. So, also die Dinger werden von der anderen Seite her aktiviert. Das passt soweit auch. Da ist noch irgendetwas. Das ist wieder so ein seltsamer Steinkreis. Mit einem roten Stein oder was? Wenn man keine Ahnung hat, was es überhaupt bedeuten soll. Ist das eine coole Waffe? Es ist ein Reise-Zweihänder, aber vermutlich sowas in der Art wie die Dinger hier. Wobei, Angriffskraft plus 8. Kann man machen. Kann man machen. Der guckt in die Richtung. Hä, was bringt denn das? Stimmt, jetzt auch alles miteinander verbunden, hä? Hä? Okay, der hat von hier aus in der Ranellmine hier rüber gekonnt. Hä? Lustig. Ja gut. Wenn wir sicher ein anderes Mal machen. Ich gucke nur ganz kurz, ob hier noch irgendwas ist. Das ist ein großer roter Fels, das hatten wir schon mal. Und es sieht aus wie eine Art Arena, aber die Teile hier machen noch gar nichts. Jetzt auch später erst getriggert oder so. Ich muss vielleicht das Master-Schwert ziehen? Nö. Leute auch nicht. Tja. Schade, schade, kannst nicht alles haben. Gut, Freunde, es reicht aber auch. Dann gehe ich mal zu dem Schrein. Ne, wir machen es anders, ich gehe zu dem Schrein. Holen wir in der nächsten Folge nach Epona ab. Und dann reiten wir von dort aus nach Kakariko. Gucken mal, was uns dort storytechnisch so erwartet. Ob das auch ein bisschen was Interessantes ist, aber dann relativ schnell in den Untergrund gehen. Oder eben mal ins Untergrund Kolosseum, um mal der Challenge zu stellen. Wir werden sehen. Dass sie einen Brunnen hat, weiß ich auch, aber die haben wir schon. Spiel, wir haben die Brunnen schon. Hübscher Pilz. Hübsche Äpfel. Und ein schöner Tag für neue Abenteuer. Dann in der nächsten Folge. Aber ohne Zelda. Die sind woanders. Und trotzdem wünsche ich uns alles Gute. Bis dahin. Tschüss.